Jemand hat wat van die verteld. En ik heb dat trainer die, der gewien dranken, ja. Der gewien dranken. Ich habe da trainer die, und du sagst, das was sehr lang ist, das ist wir. Vielleicht stimmt das even, du hast uns gesagt, als sie die nu sagen, dass du hast, bloß die meinen so ganz anders. Zu mir passiert das einmal, wenn ich ein sehr dreher Sense of Humor sei, weil like, mein Spuss ist so dreht, das Stift. Meist keine Menschen kriegen das. Und manchmal haben sie was, ja, ich was gesagt, das wäre really ein Spuss, aber was ernst genommen, so eine Dinge. Ich wundere einmal, aus Gott ist dort fällt, über uns. Wir sagen was von Gott, oder wir lernen was, oder ich denke immer, wenn ich predigen soll, oder ich da. Ist es really, dass Gott das meint, oder wenn ich war in der Ewigkeit zurückchecken, und dann war ich sein Sohn, sehe ich. Entweder wir waren lachen, wir waren arschelig wie wir, oder wir sind traurig, dass uns nicht wieder geregt hat. Ich weiß nicht, aber ich wundere einmal, wo Gott sich fühlt, wenn wir von ihm reden. Ist es so, als es eine halbe Wahrheit hat, haben wir das ganz arg verstanden? Das Thema, wo ich von dir von reden will, da ist ein bisschen so. Das ist ein Thema, wir nennen das, ich Schekj in Halpa, wir reden von Heiliger Geist. Und weißt du, der Heilige Geist ist Gott. Und einmal, wenn wir von Heiliger Geist reden, oder wenn wir von Gott reden, dann wundere ich, like, ist Gott really so? Oder like, die Juden zum Beispiel im Alten Testament, sie sehen nicht mal Gott sie Namen, der wird auch herrlich. Wir fingen fertig, dass wenn sie Gott begegnen, einen Engel begegnen, so eine Dinge, sie fallen auf ihr Gesicht, beten an, oder so eine Dinge. Und wir reden gleichgültig von Gott fertig. Und so da denke ich an, besonders in diese Botschaften, wenn some Dinge, was ich glaube, das sind Dinge, was die nicht glauben, und das ist ganz okay. Da werden wir nicht verloren gehen, wenn ihr nicht so glauben, dass ich, solange sie dort klar haben, dass ich reich bin, dann ich sehe das mal zu meinen Studenten in der Bibelschule, dass sie brauchen, was sie glauben, dass ich, aber sie müssen dann denken, dass ich wäre reich. So. Das ist nicht immer so. Aber anyway, wir wollen von der Apostelgeschichte checken, weil wir haben Feuergeschichten in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist kommt, haben eine Gruppe von Menschen. Und wir würden gleich in das Note oben. Wir würden gleich in das Tawara holen. Wir würden gleich in wenigstens ein oder zwei Dinge der Rücken sein, so stimmt mal nicht sein, oder so muss jeder Christ das beleben. Und ich glaube nicht, dass das ist. Aber wir waren in Apostelgeschichte 1, wo ich anfangen, und ich war noch bösig gegangen, wenn in den ersten Service da, wie wir nicht Zeit alle, und so sind wir nicht ganz fan, wenn er Mädel in der Predigt hast, die Zeit alle, aber weißt du, ich habe Junt nicht hier zu holen, und so, nu war wir mal sein, wenn er hier war, mehr. But anyway, just kidding. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Als er mir antobt wir, befahl er nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was die Führer versprochen hat. Wovon seht ihr, wir haben reden hier, nach vier sind, da redet von, was Johannes sieht von Heiliger Geist. Und so, Jesus wies nu treten, und er sagt, er hat all von das gesagt, er ist inzwischen gestorben, von dort abgestoßen, er redet, er war mit seinen Jüngern. Und dann sagt er, das will Johannes dort mit, wo der Jehova sollen, am ein paar Tage mit dem Heiligen Geist gedeupt worden. Dann wird jeder Thema von der Taufe von Heiliger Geist, mit dem Heiligen Geist gedeupt. Dort fingen wir 7-mal in der Schrift, ich wollte die nicht lesen, in jeder Evangelium erst, in der Apostelgeschichte. Und dann fingen wir noch ein paar Mal, 3-mal oder so, wo das passiert, und da wollten wir da davon reden. Aber das Ding ist, dass Jesus lehrt sehr klar, dass wir in der Taufe von Heiliger Geist kommen. Von der haben wir einmal eine Lehre, dass das jeder Christ passieren, nur die Bekehrung, dann wird es die zweite sehen oder so. Und das war ich ein bisschen einwägen mit so Menschen in der Theologie. Aber das ist nicht. Er sagt wieder in Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, wo ihr die Kraft kriegen, die wollen meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bei der Ende von der Welt. Na weißt du, als der Heilige Geist kam mir bei uns, dass wir waren sein in Kapitel 2, von dort wieder, dort wir ich weiß noch immer, was er sagt, ich glaube an eine Übergangszeit. Ich glaube, Apostelgeschichte, Schriften, Übergangszeit, von dem Alten Testament und nie, von der Gesetz noch genug, von dem Lamm noch Jesus, von den Juden oder Heiden, like, wie hat es Übergang. Und in das Übergang passieren Dinge, was nicht vorher und nachher passieren.
En wir haben mal so einen Übergang in der Schrift, ich sehe den Felsen, haben wir von Ägypten nach Kanaan, dort wie so eine Übergangszeit. Und da passieren Dinge, was Gott in der Zeit tut. Na, einmal sagen wir, okay, Gott ist das ja gestern, von der und morgen, und das ist so. Aber dann meine ich, dass er immer das Ding tut. Und so hier ist eine Übergangszeit. Some von den jungen Menschen, die sehen noch wieder, die haben vielleicht eine gefangen. Aber nicht, ich kann nicht helfen. Aber was ihr durch die Dating-Zeit, das ist eine Übergangszeit. Du fängst eine Person, die lebend ist, und die fangen an zu spazieren, und die tun schlechte Dinge, und diese Zeit, was die nicht vorher oder nur tun, so Blumen geben oder so eine Dinge. Und so, ich will ihnen bloß lernen, wenn sie befreit sind, soll ich noch Blumen geben, okay? So ist das nicht tun. Just kidding. Aber weißt du, das ist eine Übergangszeit. Und wir verstehen das so, dass wenn du ein junger Couple bist, und ein junger Couple sind, die haben keine Kinder, das ist eine Zeit in ihrem Leben. Und dann einmal kommt Kinder, dann ist eine andere Zeit. Und das ist ein bisschen, wo ich Gott verstehe, dass er das ein bisschen verschieden schafft. Und da bin ich, dass er ein anderer Gott ist, er ein anderer Lösungsplan, aber das entwickelt sich. Und so, Gott schafft ein Gesetz in Ölbund mit Israel. Aber die Zeit ist vorbei. Und nu geht es eben ein neues System, ein neues Programm sozusagen. Und so, da passiert so Dinge. Und so heißt es, die wollen ein Heldengeist, die wollen Kraft, die wollen meine Zeugen sein. Weißt du Gott, diese Jungs, zu wem er das sieht, oder diese Jungs in mir alles, wir vielleicht noch früher machen. In den nächsten 70 Jahren, brachten sie das Evangelium in eine rein ganz dann bekannte Welt. Ohne Technologie. Weil ich kann hier stehen und predigen, ich kann mir every Welt hier sein. Die hatten den Verreich nicht. Sie ging von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, zu Fuß. Er hat einen Burger, ein Kamel, aber keine Airplane, nichts. Aber ganze römische Welt in weit besiegt in 70 Jahren, in ihrer Lebenszeit sozusagen. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Und das ist, was Jesus sagt, was wird passieren. So dann haben wir Feuergeschichten, wo sozusagen die Taufe von Heiligen Geist kommt. Das wird nicht einmal gesagt, dass das dort ist, aber ich glaube, ich kann das so ausleihen. Das erste ist in Kapitel 2, das ist eine jüdische Geschichte. Weißt du, der Heilige Geist kommt über die Juden. Das Evangelium kommt durch die Juden. Paulus sagt, Luther, erst die Juden, dann die Heiden. Und so müssen wir im Denken halten, dass die Kirche von Anfang wie jüdisch. Jesus hat gesagt, ich will ihn taufen mit dem Heiligen Geist. Und das, was hier passiert, na, das sage ich nicht so in Kapitel 2, aber ich will ihn Luther wiesen, wo Petrus 3 wies, und dann sagt, das, was hier passiert. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 sagt, dass aus dem Pfingsttag dann kam, wären sie alle ab einer Stelle taub. Na, das meint die Gläubigen, was der taub beten dann. Und plötzlich hörten sie so einen Sturm, ein rüschendes Geluid vom Himmel, sodass im ganzen Haus zu hören wir, wo sie sollten. Dann sahen sie mit einmal Zungen aus von 4. Und die sahen sich ab jeder einem von an. Sie waren alle mit dem Heiligen Geist gefüllt. Sage ich nicht, dass sie getauft wurden. Sie waren mit dem Heiligen Geist gefüllt und fingen an, andere Sprachen zu reden, durch die Jes und dort Mehlmilch. Na, das, was ich sage, das passiert über die Juden. Das ist der Geburtstag von der Kirche. Aber hier ist das Ding. Gott will haben, dass alle Gruppen sollen zu einer Harpa gehören. Na, weißt du, wie kann das erst einmal verstehen, was das meint zu den Juden? Aber sie wären Gott im Volk gewesen für hunderte Jahre. Und über einmal, nu sollen die anderen Heiden mit angeteilt, die anderen Samariter und so eine Dinge dort. Und Gott macht ein besonderes Ding tun, dass die Gruppen mit angeteilt sind. Und hier kommt das über die Juden. Das ist eine Judengruppe. Wir wollen das Kapitel nicht ganz lesen, das ist ein langes Kapitel. Aber das ist in Jerusalem. Das ist beim Tempel, oder wenigstens Raum den Tempel. Petrus in der Botschaft ist eine jüdische Botschaft. 3000 Menschen glauben, wurden getauft. Kein Wort auf die getauft, auf den Heiligen Geist kriegen, oder aus den Zungen reden oder irgend sowas. Nicht eine Silbe davon. Aber Petrus sagt Luther er in dieser Predigt, dass der Heilige Geist ist für Junt, junge Kinder, und die wird wieder aufsenden. Und wir haben das fertig so ausgelegt. Okay, für junge Kinder, das ist obviously jüdisch, wenn sie wären die Juden, was da wären, aber die wird wieder aufhören, das meint uns. Ich glaube nicht. Das meint die Juden, was verspreut werden in der ganzen Welt zu der Zeit. Na, das meint nicht, dass es nicht für uns ist, aber das falsch sagt das nicht. Und so wie man aufpassen will, wie mit Falschen tun, wie man in den Anfang looten, wo der ist. Und was das du meint,
keiner von euch, was dort gehen, wir verstund ut dit, dat het mijn de Heiden wat weer aufführen, nicht einer von ihnen. Und so seid leiden nicht mal an, dat de Heiden ever ban wir, dat sei wir Luther. So der Heilige Geist kommt ab eine Gruppe. Weil diese Feuergeschichten haben immer mit einer Gruppe zu tun. Niemals mit einer einzelnen Person. Wir haben nicht ein Beispiel in der Schrift, kein Beispiel, dass der Heilige Geist oder dass eine einzelne Person wird getauft mit dem Heiligen Geist nach den Zungen redet. Wir haben nicht ein Beispiel. Paulus kommt das dichtste bei. Paulus begegnet Jesus am Weg nach Damaskus, dann ist er blind und wird nach Damaskus gelehrt. Und dort kommt Ananias noch an, und Ananias betet über ihn, er wird geheilt zu sein, seine Übungen gehen auf, er wird gefüllt mit dem Heiligen Geist, er lässt sich taufen, er atmet, dass er Kraft kriegt, und dann fängt er an zu predigen. Das ist das dichtste bei von einer einzelnen Person. Aber das ist interessant, ich habe auch einmal zu Ihnen von geredet, dass die Bibel ist really ein Community-Buch. Like, wenn es von Israel kommt, das handelt sich von einem Volk. Und ich sehe in Versen, dass so Menschen gingen in die Gefangenschaft nehmen, was Gott leibt und von der ganzen Hort, aber wie ein Volk denkt. Na, da meine ich, dass wir nicht einzelwies machen bleiben. Aber wie wir dann mal abpassen, dass wir nicht in Halpa denken, in einzelne denken mehr. Und so die Juden kriegen den Heiligen Geist. Na, das sage ich nicht, dass das die Taufe von Heiligen Geist wäre. Aber hier sage ich es nicht, aber wie ich glaube, ganz entschieden nicht wir, in Luther kommt der klare Luther wir. Die zweite Geschichte sind die Samariter. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Na weet je, dat geeft eine große Verfolgung in Jerusalem, der ist Saul. Stephanus haben sie gesteinigt, dann gibt eine große Verfolgung. Dann wird er zurückgedreven in Jerusalem, dann gehen die Rahmen predigen. Philippus, einer von den 7 Diakonen, hat jetzt noch eine Stadt in Samarien. Und dort hat er predigen, hat er Wunder, bei sie erst aber nicht gedreven, all seine Dinge. Und dann sagt er dit in Vers 12. Als sie aber leibten, wird Philippus an von Gottes Reich und von Jesus Christus die Namen predigt, leiten sich viel Mana und frühes Deuten. Okay, so wir würden sagen, dass die sind nicht zum Glauben gekommen, die haben sich taufen lassen, die sind nicht Port von der Kirche. Die sind nicht Port von der Kirche. Na, hier passiert was bloß hier passiert. Das ist Port von den Übergang. Na, das muss so passieren, glaube ich. Na, das ist mein Glauben. Ich bin auch noch nicht glauben, was ich glaube, aber das muss so passieren, dass die Juden würden die Samariter annehmen und die Samariter würden die Juden annehmen. Wenn hier wäre Feindschaft, der schafft es klar über das, ich brauche nicht lange von reden, hier wäre eine große Feindschaft fest in diese. Aber das sage ich wieder in Vers 14, so steht. Als die Apostel in Jerusalem hielten, dass sie Gott sein Wort in Samarien angenommen haben, schickten sie Petrus und Johannes dahin. Als sie dahin kamen, beten sie an, dass sie den Heiligen Geist kriegen möchten. So, hier sind Menschen, die sind gläubig, sie sind getauft, der hat keinen Heiligen Geist. Wo wenig. Wie als bei nu wird noch ab keinem von ihnen gefallen. Sie werden noch mal bloß in Jesus Christus in Namen gedeutet. Dann legen sie an die Hänge ab und sie kriegen den Heiligen Geist. Wenn wir dann noch wieder lesen, dann fingen wir das, als sie gingen, Petrus und Johannes predigten sie in der samaritischen Darpa, viele kamen zum Glauben und so weiter. So, hier haben wir ein Ding, wo wir sagen, was nicht passiert von der. Ich glaube nicht, dass wir sind wahre geboren oder dass wir zu Jesus in Körper gehören ohne den Heiligen Geist. So hier haben wir gläubige Menschen, die wurden getauft und dann leihen sie und hängen ab und dann kriegen sie den Heiligen Geist. Und ich sage, das ist Port von der Übergangszeit. Weißt du, die jüdische Kirche in Jerusalem, die würden niemals die Samariter annehmen, anders als dass das durch der reichte Channel käme zu sein, der reichte Schlucht. Und so Petrus und Johannes kämen nur die Samariter, sodass du wird lauter Zeugnis sein in Jerusalem, manche Juden, dass der Heilige Geist wie auch auf die Samariter gekommen. Das wird klarer rauskommen, manche Heiden. Hier kommt es nicht so klar raus, aber das ist, wo ich das verstehe. Petrus und Johannes kämen dahin, wenn die Samariter wären, wenn die jüdische Kirche den nicht annehmen, und wenn die Samariter würden sich apart holen von den Juden. Weil Jesus will nicht ein jüdischer Körper, ein samaritischer Körper, ein heidnischer Körper, ein mennonitischer Körper, ein spanischer Körper. Das ist nicht, wo die Kirche schafft. Ein Körper. Und in den ein Körper sind Juden, das wird Anfang, nun sind bei den Samariter, nun kommt der Heilige Geist in besonderer Weise, wenn die sollen mit angeteilt worden. Und so wenn das nicht, na wie kann diese Trennung nicht mal really verstehen? Na, wie haben vielleicht auch Menschen, die nicht sagen, gleich, na die eine Kirche ist zu gesetzlich, oder das ist zu weltlich, was immer wir alle sagen.
Aber wir haben nicht das Idee von, dass dort andere Menschen gibt. Wir sind bloß in einer anderen Welt. Aber bei den Juden wird es so. Und so die Samariter, dort wären andere Menschen, dort wären, wie wir auf Englisch sagen, Half-Breeds, dort wären halbe Juden, halbe Heiden, die hatten ihr Glauben gemixt mit Gott und mit Aufjährten und all solche Dinge. Da wären verschiedene Dinge bei. Diese Gruppe soll mir eingeteilt sein. Gott will sure merken, dass das ein Körper mit Juden und Samariter da bin. Taub in ein Körper. Und das ist wichtig für uns, weil wir können auch gleich uns spulen und sagen, oh, jetzt mit der haben wir zu tun, mit Jana haben wir zu tun und so weiter. Wenn wir zu Jesus in Körper gehören, dann sind wir in den solchen Körper, wo die Chinesen sind und die Russen und wo die Spanische sind, wo wir sind, wo alle Menschen sind, wo gläubig sind. Das ist ein Körper, Jesu Christi. Und so das muss klar bleiben. Aber wie ein Gruppendenk, wenn wir dort im Denk haben, wenn nicht eine einzelne Person, dass wir der Heilige Geist kommt auf einen Samariter, auf eine Gruppe. Der nächste Schekj ist der Heiden. In Kapitel 10, dann wird ja der Heidengeschichte, das ist eine längere Geschichte, ich werde nicht ganz vertalen, aber Petrus heißt in Joppa, Cornelius in Caesarea. Wenn wir nach Israel vor nächstes Jahr, dann werden wir nur diese Bad stehen. Ich mir klar, als wir bereden mit der Tourist Company, dass wir wollen nach Joppa fahren. Viele Gruppen tun gleich. Ich weiß nicht, wieso nicht. Wenn dort ist für mich ein von den Hauptpunkten für die Heiden. Und Petrus ist da, Cornelius ist hier, Cornelius kriegt einen Besuch von den Engeln, sagt, ich hol mal Petrus, wie weit die Geschichte? Petrus ist am Tag, du in Joppa, er sieht eine Vision mit einem Leck, mit Tieren, und Gott sagt, nicht schlagen, eten. Petrus sagt, no, das sind andere Tiere. Das ist auch ein jüdisches Ding, was wir meist nicht verstehen können. Aber die Tiere sind andere für Petrus, und er sagt, no, ich kann auch never was eten, was nicht rein wird. Er muss ein guter Jüde sein, nicht? Und so, Gott sagt zu ihm, was ich hier rein, ich sollst du nicht anrennen an, und so Gott bringt es so wieder, Petrus, weil ich wollte nur Heiden gehen. Und dann redet er durch, und dann lesen wir in Vers 44. Als Petrus diese wieder noch redet, also er hat angefangen zu predigen, voll der Heilige Geist über all die nur dort Wort horchten. Das ist mir immer interessant. Das sage ich nicht mal, dass die glauben. Das sage ich bloß, die horchten, die Hirten dort. Und so der Heilige Geist kommt. Und die Juden Christen, die mit Petrus, das ist wichtig, die Juden Christen, wo man Petrus top kam, die kommen werden, wunderten sich darüber, dass der Heilige Geist auch über die Nicht-Juden ausgegoten wird. Und weißt du, das war so ein Juden-Heiden-Ding. Und das ist sehr, sehr wichtig in der Geschichte, dass die Juden sind, wo Luther worden Zeugnis geben in Jerusalem, dass die Heiden hat den Heiligen Geist getreten. Das wird bei den Samariter passiert, das wird bei den Heiden passiert. Dann sagt es wieder, will sie Hirten da in andere Sprachen reden und Gott loben, dann sieht Petrus, ja, ich würde sagen, kann irgendwer das Wunder verbeiden, dass diese nicht so gedeutet worden, die den Heiligen Geist gut so gut gekriegt haben als wie. Dan weet je bij de Samariter, door kwam zum Glauben, worden getauft, und dann, man hängen bleiben, kwam der Heilige Geist. Boy, wie gleichen dat, wenn hängen bleiben, wird der Heilige Geist kommen. Und einmal wird es dort gebraucht. Nu hier bei den Heiden, sie horchen, kommt der Heilige Geist ab und dann folgt die Taufe. So, wann von dieser werden wir noch open? Wann werden wir noch tun? Das ist einmal die Frau von uns Christen. Na, wie würden gleich das hängen bleiben, dass dann der Heilige Geist, ja, dort wird wir gleich zu holen. Oder wie würden gleich, so hier bei den Heiden, bloß predigen, dann fällt der Heilige Geist. Das war ich gleich. Aber ich würde auch sagen, wenn wir ein Wahl nur oben, dann sollen wir das, weil wir sind Heiden. Aber das ich und du, Port sind von der Kirche, das ich und du von der den Heiligen Geist, und das hat mit dir zu tun. Und so, wenn wir das nicht so nachchecken, das ist something, was wir niemand nur oben. Das ist der, wo ich und du als Heiden nennt, in Jesus in Körper. Der Heilige Geist wird ausgegangen über die Heiden. Und wir sind Port geworden von dem Körper. Nun haben wir ein Körper, Juden, Samariter und Heiden dabei. Alles ein Körper. Der selbe Heilige Geist. Aber das passiert in dieser Übergangszeit so nur das einzige Mal in der ganzen Geschichte von der Menschheit oder von Gott. Dann kam Petrus in Jerusalem und hat zur Bruderschaft. Apostelgeschichte 11, Vers 1. Nun hier der Apostel und Brüder, die in Judäa wären, wie man hier war die Juden Heiden denken,
die in Judäa wären, dass die Nicht-Juden auch Gott sein Wort angenommen haben. Als Petrus nach Jerusalem kam, dort wo die Kirche anfangen, dort wo die gute Menschen wohnen, als Petrus nach Jerusalem kam, mussten er an einem am Feier, grenzen am Müd, die beschnittene, gläubende Arm und sehen, du bist, du bist bei den Unbeschnittenen angegangen und hast mir dann Top gegeben. Kann ich noch eine Eure sind, verstanden dort? Dann verteilt Petrus an, anständig was das gekommen wäre. Er sagt es dort. Und als ich anfangen an zu reden, fall der Heilige Geist ab an, so ist der am Anfang ab uns fall. Möchten das, was Petrus sagt. Na, die Juden wären dort, die wären Zeugen für das, aber Petrus sagt, der Heilige Geist fall ab uns, so ist der ab uns von Anfang fall. Er sagt nicht, der Heilige Geist fall ab der Herden, so ist der nach einem Tid erst ab uns gefallen. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, dass die am Anfang ab uns fallen. Der Heilige Geist kam auf die Juden, und wie die der ob. Der Heilige Geist kam auf die Samariter, und wie die der ob. Der Heilige Geist kam auf die Heiden, und wie die der ob. Aber das ist ein Körper, Juden, Samariter und Heiden dabei. Und so der Heilige Geist kam auf und dort wird der Beweis, manche Juden in Jerusalem, manche Lehrer in Jerusalem, dass der Heiden wird mit angeteilt. Und da werden sagt, dass ich glaube, dass dort wird der Heilige Geist wird auch der Beweis wird für die Samariter, wenn Petrus und Johannes wären da was, und dort wo in Gott hat den was steht, und Petrus und Johannes, nur wie Petrus hier, und so die müssen mit angeteilt sein in den solchen Charpa. Jesus hat nicht in Juden Charpa, in den Samariter Charpa, in den Heidencharpa und den Mennonitencharpa. Und so ist es sehr, sehr wichtig, dass wir dort erkennen und verstehen, dass wir sind alle in ein Charpa angedeutet. Wo ich das Luther nach einem Vers verwiesen. Dann sagt Petrus das. Dann fällt mir das bei, was der Herr gesagt hat. Johannes deupt mit Wasser, aber je soll mit dem Heiligen Geist gedeupt werden. So was sagt Petrus hier? Petrus sagt, dort, was dann passiert in Jerusalem, dort wird die Taufe von Heiligen Geist. Das, was nur bei den Heiden passiert, wird die Taufe von Heiligen Geist. Das, was mir dabei fällt, sagt Petrus. Das ist, was Jesus gesagt hat, was da wird passieren. Na, er sagt nicht, dass das bei den Samariter auch so wird, aber ich glaube, das wir. Dann die vierte Geschichte, Apostelgeschichte 19. Na, hier waren wir ein bisschen Hintergrund. Paulus, heißt, hat seine zweite Missionsreise in Korinth. Er kam nach Korinth, dort traf er Aquila und Priscilla. Aquila und Priscilla, sie waren Polit von Rom. Der Kaiser in Rom, der war eine Zeit, der hat die Juden alle durchgejacht in Rom. Und bei jedem Paulus da ein Polit, und dort sind Aquila und Priscilla. Er schafft mit der Taub. Und anders Paulus trägt in Jerusalem reist, dann reisen Aquila und Priscilla mit bei Ephesus. Und sie blieben in Ephesus, Paulus reist dann nach Jerusalem. In der Zeit, was sie da sind, kommt ein anderer Mann nach Ephesus, der heißt Apollos. Apollos kommt von Alexandria in Ägypten, heißt ein sehr guter Redner, nur der Schrift nur, bloß, er weiß nicht das ganze Evangelium, er weiß bloß von Johannes seine Taufe. Und dann nehmen Aquila und Priscilla Apollos unter ihre Pflichten sozusagen, und sie lehren an das ganze Evangelium. Und dann reist das Apollos nach Korinth. Und weil es da in Korinth ist, kam Paulus drei nach Ephesus, und das wo wir hier anfangen zu lesen. In Apostelgeschichte 19, Vers 1. Als Apollos in Korinth war, so Apollos wird verdreht, wir in Korinth, als Apollos in Korinth war, reist Paulus durch die Hochländer und kam nach Ephesus. Dort traf er was Jünger. So Paulus reist durch das Galatien, some von jenen, und kam dann rauf nach Ephesus. Und dann traf er hier some Jünger, und die Frau ist was von den Jünger. Wir nehmen einmal der, okay, die Kirche, ihre Arbeit als Jünger machen, so dass man ein Christen gewesen ist, ich glaube nicht. Na, sie werden gläubig und Johannes seine Lehre. Das ist, was rauskommt. Sie werden Johannes seine Jünger. Und früher kriegen den Heiligen Geist, als sie zum Glauben kamen. Sie sagen, nee, wir haben noch niemals gehört, dass du ein Heiliger Geist hast. Dann seht heute an, worauf war die dann gedaupt? Sie sehen, ob Johannes seine Doop. Paulus sagt, Johannes seine Doop wie ein Deuten darauf, dass sie umkehren sollen. Damit sagt er, dass die Menschen, dass sie an den glauben sollen, der nur am kommen wird. Das ist an Christus Jesus. So Johannes mögt Menschen reit für Jesus. Die Taufe, die Bekehrung sozusagen, oder die Buße für Johannes, dort wir ein Reit merken für den Messias. So, er weiß nur Jesus. Als sie dort hirten, leiten sie sich in dem Herrn seinen Namen deuten. Und als Paulus an die Hänge ablegt,
Abgelegt hat, kommt der Heilige Geist an und sie reden in andere Tongue, oder sprechen und prophezeien. Sie werden alles zu 12 Männer. So was haben wir hier. Probably eine lange Geschichte, aber wir haben hier Johannes seine Nachfolger. So, Jesus hat ein Körper, hat ihn alle gesagt. Du sind Juden, Samariter, Heiden und Johannes seine Nachfolger. Weißt du, das die wohnen in Ephesus, weit auf von Jerusalem. Das ist nicht ganz klar, als sie sind in Jerusalem oder in Judäa gewesen, dass Johannes da predigen hat. Und sie haben sich von Johannes taufen lassen. Aber sie haben sich von Apollos lassen, die Lehre von Johannes lehren und dann gedeutet, ab Johannes seine Deut. Das ist nicht ganz klar, aber er hat sich gleich. Allemal, sie sind Johannes seine Jünger und sie sollen Port worden von dem Körper Jesu Christi. Na, Johannes weiß nur Jesus. Weißt du, Gott will nicht haben, dass du so nicht Zeug sein, ob Jesus gebüht und dann auch nicht Zeug, ob Johannes gebüht. Das ist, was wir hier haben. Und so diese Männer werden angebracht auf eine besondere Weise. Und hier ist es weiter so, dass sie werden erst getauft und dann kriegen sie den Heiligen Geist. Das war ein bisschen ein jüdisches Ding. In Apostelgeschichte 2, Vers 38, wenn wir 3 gehen durch, wo Petrus predigt hat, dann sagt er, Petrus sagt, hantiert an und lässt alle an Jesus Christus in umdeuten, dass die Sünden vergeben worden, dann wird Gott den Heiligen Geist schenken. Das ist, was hier passiert. Petrus in der Botschaft für Jüdisch. Er raubt die Juden ab, dort Buße, der Messias ist gekommen. Der wird sie in den Reck abstellen. Das ist eine längere Geschichte, wo wir nicht hineingehen. Aber der Punkt ist, hier war eine Gruppe. So der Heilige Geist kam auf eine Gruppe Juden, auf eine Gruppe Samariter, auf eine Gruppe Heiden, und eine Gruppe sozusagen religiöse Menschen, oder Johannes in den Nachfolger. Das soll alles taub ein Körper geben. Tim dort deut, Tim dort Wort ein Körper geben. Deut Gott diese Dinge auf gewisse Weise, Tim dort taub bringen. Das ist, was ich das verstehe. Na, ich weiß, das sind andere Lehren, und das kann don't. Solange ich weiß, ich sie reich. Ich sehe nicht immer reich. Du flattert mich einmal, wenn ich denke an, was ich von Gott sage. Aber ich sehe mich klar, ich verstehe die Schrift, so dass Jesus hat einen Körper. Aber in dieser Übergangszeit sind da verschiedene Gruppen, die dann angebracht machen. Und Gott merkt schon, dass das auf so eine Weise passiert, dass die dabei sind. Na, hier wäre nicht Petrus und Johannes, hier wäre Paulus zu gehen. Und so diese Nachfolger von Johannes, ob die von Johannes getauft werden oder von Apollos, das bleibt sich gleich. Aber diese Nachfolger von Johannes, sie werden Johannes seine Jünger, sie werden gläubig an Johannes. Aber was Johannes sieht. Und so diese Männer, die nehmen Jesus an, die wird das rechte Evangelium, das ist das, was mit Apollos passiert. Und wird das rechte Evangelium mitgeteilt, und sie erkennen bei ihm, sie sollen sich in Jesus taufen lassen. Das ist noch ein Beispiel, wo wir 2 Taufen haben. Wir haben einmal das Frau, lehrt die Schrift von 2-mal Taufen, weil manche Juden und dann aus Johannes in der Taufe und dann im Namen Jesus, durch Jesus wie viel sind. Und so die Frage für uns ist, was soll wir noch tun? Was soll wir tun? Meine Antwort ist scheint. Das sind Übergangstiden. Na, meint das, dass Gott niemals war, als dort das? Das meint es nicht. Aber das meint, dass wenn das nicht mehr passiert, dann haben wir mit Recht zu holen. Hier ist, was da passiert. 1. Korinther 12, Vers 13. Wir sind alle, nu checkt nur diese Gruppen in das Vers, wo ich Ihnen von geredet. Wir sind alle durch ein Geist und ein Körper getauft, oder gedeutet. Auf Juden oder Griechen, dort sind die Heiden, auf Sklaven oder Free, wie können sein religiös. Paulus sagt eine Untersteht, in Christus sind wir nicht mehr Juden oder Heiden, Mann oder Free oder Sklaven. Was das meint, ist, dass ein Körper, jeder Mensch ist dabei. Weißt du, wo du dabei bist? Durch die Taufe von Heiligen Geist. Wenn du nicht in Jesus in Körper bist, oder wenn du nicht gläubig bist, oder wenn du sagst, ich kann nicht die Taufe von Heiligen Geist, dann bist du nicht Part von Jesus in Körper. Na, da das hier so passiert in der Apostelgeschichte, also Deut, hat zu tun mit der Übergangszeit. Wir sind alle durch ein Geist und ein Körper angedeutet, auf Juden oder Griechen, auf Sklaven oder Free, und wir haben alle denselben Geist zu trinken gekriegt. Das ist für die Zeug. Wenn der Heilige Geist hat, wir haben wo die Kraft kriegen, wir meine Zeugen sind. Und das, was sie wollen. Wir gleichen von Tongen zu reden und von Wundern, alle Dinge.
Waar we dat maar een klein beetje op de shelf leggen en mal denken aan wat zegt Jezus wat er wordt passeren. En zo we worden de Welt für Jesus omdraaien. Dat is wat zij deuten. En wenn wir das nicht tun, dann ist ein großes Frauenteam hier und wo wenig. Römer 8, Vers 9. Aber ihr seid nicht im Fleisch, ihr seid im Geist, wenn Gott sein Geist wirklich in ihnen wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus sein Geist hat, dann ist du nicht einer von der Sünde. Und so wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, gehören wir nicht zu Jesus. Na, das Jeff einmal sagt, dass wir eine religiöse Person, die sozusagen gläubig ist, das ist ein Jünger, nicht von Jesus, aber das sind Jünger in der Kirche, immer schmack in der Kirche, und schafft sogar in der Kirche, aber es ist religiös, bei einmal bekehrt der Mensch sich. Bei einmal kommt der Heilige Geist in den an, und der Mensch ist verändert. Und ist ihm ein Heiliger Geist getauft. Ich habe das so an, ich nahm das gefällt mir ein Heiliger Geist. Epheser 5, 18, und bedrängt ihr nicht an Wien, wodurch ihr Kontrolle über ihn selbst verlieren, aber Wort voll vom Heiligen Geist. Ich las deze week, wenn die Frau sagt, wat meint mein Heiliger Geist gefällt an all seine Dinge. Und ich las ein Beispiel, das mir mich sagen. Wir waren mal in Puerto Vallarta, Jahren 3. Nu fahren wir nicht mal in Holidays, aber erst einmal sorry, ich weiß nicht, was ich mit so einer Dame denke, bevor. Aber allemal, wir waren in Puerto Vallarta mit einem anderen Lied Hope, und die guided like solche Seilboats. Und so wir hatten uns so ein kleine Seilboot gerannt, das really bloß eine Plattform, wo ich dann an mit zwei Platoons nahm wir auf Englisch. Ich weiß nicht, bei einer wir die schwammen mussten. Und die hatten ein Seil an. Und dann waren wir die Seil erreicht, reden bei einmal foute Wind an, und das Ding, das hupsmess in Butter rüten, und wir waren weg. Und ich muss mich wundern, wo sei das schauf. Das ist ein Bild von der Fels an mein Heiliger Geist. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch Wind genannt, oder Odem. Aber denk dir mal an, du hast ein Seil. Und bei einmal fuhrt der Heilige Geist in das Seil an. Das ist, was mit den Jüngern passiert. Und der Heilige Geist schuf ihn durch die ganze römische Welt, durch die ganze Welt in der Zeit. Und sie brachten das Evangelium. Sie starben für Glauben. Aber der Heilige Geist hat das Seil sozusagen zu holen gekriegt. Das ist, was mit uns so passiert. Und so, wenn wir gefällt an den Heiligen Geist, dann ist Gott sein Wind sozusagen in deine Seele hineingekommen. Und er schafft die Verweg. Da meine ich, dass wir tun keine Arbeit, was die Gäste alle tun. Nur wir schwammen da dann am Wasser, die Dolphins, die hüpfen da mal besiedeln sind Wasser, das wäre interessant. Wenn ihr mal ein paar Jahre sind, dann rennt ihr einfach zum Wasser abfahren, und das sind so eine Dolphins. Und bei einmal waren wir an, und dann muss die Seele war tragen, und einmal fällt der Wind war an, und wir waren weg. Und so, das ist was der Jesus will in dein Leben tun. Bist du gläubig an Jesus? Ist das Wind in deine Seelen? Oder sehe ich bloß einen Christ und sonntagsmorgens und ich sage fan in der Kirche, ich denke vielleicht in der Kirche, aber in der Weg würde niemals wem beifallen, dass ich Jesus kann. Dann ist es was anderes. Dann ist das Wind nicht in unserer Seele. Ich will dir in Mut sprechen. Weil wir uns lassen fallen mit dem Heiligen Geist, weil wir das Wind in unsere Seele nehmen und lassen Gott uns schüben. Amen. Weil wir noch tot beten. Als himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für den Heiligen Geist. Dankeschön, dass du uns als Helden hast mit angeteilt in dein Körper. Herr, wir haben kein Teil daran. Wir wären weit auf. Du sagst in deinem Wort, dass wir wären ohne Gott in der Welt. Aber du schlägst uns mit an. Und wir danken dir dafür. Und nu bid ik dat u ons verschalten, dat niet de leer van Heilige Geest ons wordt spul, maar men bid verschiedene overdenken, aber dat de wind van den Heilige Geest ons Seel wordt volmaken en ons schuiven, wo du ons was aanhand. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dank voor komen, ons prayer-team is hier ver. Had een goede week. Van Jezus, wo mir mehr drin so schnell, ich glaub und die Kraft von sein Wort. Dort merkt ihr Breckne Heul, ich glaub, dass die Flug von Sinn, dass ihr brechen, aus die Stein wird wachgerollt. Ich glaub, oh ich glaub, hier bin ich nicht für die Hand, ich stehe
generationen. Schekj, hvor haft det har jeg doen. Fængsel og distre. Tot lægst jeg kom. Sing du til det falker. Schekj, hvor haft det har jeg doen. Sing du til det dagter. Sing du til det sidst. Tåle generationen. Schekj, hvor haft det har jeg doen. Sing til det distre. Tot lægst jeg kom. Sing du til det falker. Schekj, hvor haft det har jeg doen. Schekj, hvor haft det har jeg doen. Forbi jeg niet færdig har. Jeg stod op med tog for tryen. Jeg var dine skønhed sein. In det sted, hvor jeg mig find.